Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920 jaren van Canada, de provincien Manitoba en Saskatchewan, naar Mexico, naar het estado Chihuahua en naar Durango trokken. En van deze afsnit vertelt de schrijver van de Geschichte George Rempel, die nu in Winkler, Manitoba woonhoofd is, in Mexico geboren en opgetrokken is, heeft er lang gediend als schoolleraar, heeft ook lang gediend voor MCC in Elmer, Ontario, nu im Ruhestand onze Geschichte wieder naforschen deed en opschrijven. En van deze afsnit vertelt hij van de eerste kerk in Manitoba, Canada. Je hier dat hier aan de Beriggeradio zij heb bij de 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hen Rappel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 76. Dit moet vertellen wie eerst nog meer van de mennonitische pionieren ihrem eersten kerkbouw in dem dorp Rijnland, Manitoba, en van de kerkaanzeiging en so weiter. En dan vertellen wie wat van dem sogenannten Postwacht durch de mennonitische Wasserreserve in Manitoba. Am 17. Juni gab Vorsteher Miller schriftlich dort Order, dass die Jahres, die noch nicht de Dag spoors voor dat kerkgebied naar Rijnland aangebracht hadden, dat ze dat voortsatt besteed doen zullen. Den ganzen Sommer lang werden de Rijnlander en de mensen van de andere omliggende dorpen druk met de kerkbouwarbeid, wonen van de bouwmeester Herman Dick beabsichtigt en van voorsteher Isaac Miller aangewezen wordt. Vele angezogene mensen nemen deel aan de kerkbouwarbeid. Een Jacob Fair in dem dorp Rijnland bearbeidet de eigene bolen naar de vergeschriebene specificationen voor vele vormen. De vormen holden de eigene boomstam uit dem Wald en brachten Jacob Fair om de krijgt naar voorsteher Miller zijn Verschrift rijdt te melken. En dan im September kwam endlich de Ruhe- en Belohnungsdag. Met einem rundschrijven lood ältester Johann Wieb alle mensen aan om 17. September 1876 naar Rijnland te komen en aan de kerkaanzeiging oder aan de bedehuisaanzeiging deel te nemen. Dat programma van de damalige kerkaanzeiging kan man verder opbouwen, ohne te veel speculeren te brokken, zegt de bloemenalter gemeenteprediger Peter de Zacharias. En dan bouwt hij dat damalige gebetshuisaanzeigungsprogramm ungefähr so ab. Hij zegt am 17. September 1876 kwamen de mensen, vele met 44 jaar van wijd en breed, en anderen kwamen te voet vanuit het dorp Rijnland naar ihre nieuwe kerk in Rijnland. Een erwartungsgevoel der dronk de immer grater wordende mensenmeng die zich buiten voor de kerken der verzamelt. En dan, als ältester Johann Wieb, de predikers en de verzinger naar de der aangingen, wordt alles ganz stil. En dan zeiden de verzinger dat leid aan, wat Gott in Jesu Christi namen, nummer 89 in dem oude gezangboek. In de verzameling zonk de strofen zodat de schwalende Noten de Luft velden. De eerste 2 Versen worden gezongen en dan de derde Vers. Schließ auf, Jerusalem, die Tore und lass den Volk zum Tempel ein, damit wir singen in dem Chore, denn dieser Ort soll heilig sein. Ach, höret, hier ist Gottes Haus, drum zieht die Sündenschuhe aus. Krijgt dan als de derde Vers angefangen wordt te zingen, dan sloot ältester Johann Wieb de deur zum Heiligtum op en ging aan. De oude oom Jacob Wiens ging ältester Wieb den Gang te lijn, en dan volgden de andere ooms Gerard Petko, Abraham Wieb, Johann Friesen, Cornelius Peters, en dan de diakoons Peter Klassen en Johann Ens van Rosenort, en dan de verzinger, einer nom anderen. De verzameling bleef beim Singen, während sie die Kerk abvelden.
als alle Menschen sich auf die Kirchenbänken durchgesagt haben und das Lied ganz gesungen worden wäre, dann trug ältester Johann Wieb die Kirch-Ansehnungspredigt vor. Nach der Predigt kneiden die versammelte Menschen zum stillen Gebet und nach dem Gebet sie der Älteste den eiblichen Segensspruch. Die Dankbarkeit und das Frohlocken wir macht den Menschen merkbare Wirklichkeit. Dort wird der Tag, den der Herr gemerkt hat, und des Tag kreint die megenden Schweit von der schweren Pionierarbeit. Das Kirchengebiet wohnt an dem 1876 September Sonntag angesehen wird, steht von der nach Amador. Kein Bürgerrest hält seine Wege ab, weil sie von solide 8 Zoll bis 8 Zoll Ekenbohlen abgeklotzt worden sind. Die stehen noch so fast und stark durch aus den 128 Trickstunden. Der Tag war am Anfang großmäßig ein Strohtag und wird dann etliche Jahren later mit zeitenden Schindeln bedeckt. Die Anerkennung für das Kirchengebiet mit 8 Zoll dicke Ekenwegen so dauerhaft zu bühren, dass es von der 2005 noch solide durchsteht, traf die Pioniere, wo in dem ersten strengen Manitoba-Winter anfangen und dann durch Frühjahr und Sommer in eine neue, sehr schroffe Prärielandschaft erstet Andachtshus planten und büden. Die Tatsache, dass das Gebiet von der ersten Gruppe mennonitischer Einwanderer gebaut wird, macht das Kunststück umso mehr bemerkenswert. Das Kirchengebiet dient der Rheinländer oder der Oldkolonie gemeint wird im Jahr 1925 und von 1926 bis 1968 dient dort dem einen Part von der Russland-Mennoniten, die Blumenarter gemeint, aus ihrer Kirche. Die ersten Spannungen an der Rheinländer oder Oldkolonie gemeint in Manitoba in ihren Pionierjahren, so als Peter D. Zacharias der beschrift. Und wo die Kirchen leider Melodien gesungen worden sollen an der mennonitischen Pioniere ihrem neuen Kirchengebiet in der neuen Heimat, dort wir eine von den ganz ersten Fragen und bracht die ersten Spannungen zwischen mennonitischen Einwandererfamilien. Dann die alte lange Wiesen, wo in Russland vor viele Jahrzehnte gesungen worden wären, in mennonitische Kirchen, die wären ab der alte Kolonie wenig Jahren vor der Uitwanderung nach Amerika abgegeben worden und ab der Fürstenlandkolonie noch ein bisschen later. Dort ersaten von der alten Melodien mit den Neuen und der Kartitzer und der Fürstenländer Kirchen in Russland, dort wir einige Einwanderer noch in peinvolle Erinnerung. In der jungen Generation von Gemeindengliedern, wo aber noch nicht sehr stark vertreten wir in der oldkolonischen Gemeinde, die haben die alte Wiesen in Russland überhaupt gar nicht singen gelehrt. Die haben in der Schule bloß die kältere, sogenannte franzische Choralwiesen singen gelehrt. Aber die Gemeindengliederzahl verwohne der Anfang von einer reformierten Kirche in Amerika auch ein Trägone nur der alte Wiesen singen meint, die wir groß und stark. Und dabei mussten die starke eigene Kirchenwegen von den Pioniere ihrem ersten Kirchengebiet in der neuen Heimat sich dort gefallen lassen, dort in dem großen Kirchensaal von dem 17. September 1876 bis im Jahr 1924 bloß alle lange Kirchenwiesen gesungen wurden. Aber dann, von 1926 bis 1968, wurden dort Bernen von den neu gekommenen Russländern, die Blumenarter gemeint, wo auch meistens von der alten Kolonie in Russland gekommen wären, nicht die kältere Choralwiesen gesungen ab, leider aus dem alten Gesangbuch, aber
de noten wiesen uit nieuwere kirchengezangbeker. Ik herinner me nog aan dat ik met dem Blumenarter-gemeint Ältesten Paul J. Schäfer ateljemol zur Gesellschaft mitgefahren sie naar deze Rheinland-Kirch, wanneer hij daar predigen soll. Ich habe, was ich von dem Okolnie 1876 ersten Kirchbühren in Rheinland, Manitoba verteilt habe, meistens ungefähr so verteilt, als Prediger Peter D. Zacharias dort verteilt hat in dem geschichtlichen Rheinlandbuch. Das alte Rheinland-Kirchengebiet haben die Lied in Rheinland sich nu so angerecht, dass sie da binnen können allerhand Festlichkeiten haben. Da ist nu eine Kirchstube in Angebot, sodass, wenn da binnen Familie und andere soziale Feste gefeiert worden, die Gast mit Mahlzeiten bedient worden können. Das älteste gewesene oldkölnische Kirchengebiet ist nu das Rheinland Community Center geworden. Man sagt mir, dass einige von den mennonitischen Pionieren auf der Manitoba Wastreserve ihren großen Piedestal auch portlich von eignet Halt gebaut haben. Dort die Standards und die sogenannten Unterschlagboltjes, wo die lange Beenboltjes drehen mussten, dort auf dem Stahlbein hunderte Tonnen Heu und andere Futter legen kann, von eignet Halt gemerkt worden sind. Und die Tatsache, dass die Rheinland-Kirchenwegen größtenteils von 30 so lange Ekenbollen abgeklotzt worden sind, und dass viele lange Piedstahl-Unterschlagboltjes in Standards auch von eignet Halt gemerkt worden sind, das redet davon, dass da sehr viele riesengroße Ekenbäume gewesen sind an dem Pembina River in Manitoba und in North Dakota. Und nu vertellen wir uns was von dem Postweg, der durch die Wastreserve in Manitoba ging und vor vielen Jahren in Ordnung geholt wird. Was wäre der Postweg? Was hat das für einen geschichtlichen Wert, zu verstehen, was der Postweg wäre oder bedeutet? Ich erinnere mich noch daran, dass unsere Vaters in Mexiko manchmal was von dem Postweg an Manitoba verteilten, als wir noch Kinder wären. Aber was wäre der Postweg? Wer weiß das von uns oder von unseren Nachkommen, was das Postweg wäre? Wo wären der Postweg genannt wird? Ich habe das damals so abgeführt, dass das doch wohl einfach bloß der Weg gewesen wäre, ab wann die Postführer die Post an der Wastreserve in Manitoba hineingebracht haben. Aber als wir 1965 nach Manitoba gekommen wären und in Gratna wohnten, dann nahm mein Onkel Jakob Rempel von Blumenort mich bald einen Tag mit und fuhr immer allebei so, dass er mir geschichtlich wichtige Dinge wiesen und davon was vertellen kann. Als wir bei dem Postweg kamen und boven von jenen Blumenort Bad Gratna fuhren, dann vertelde er mir die Geschichte von dem sehr wichtigen Postweg und die Mennoniten ihre Pionierjahren auf der Manitoba Wastreserve. Als mein Onkel mir vertelt hat, wodurch und wozu das Weg, der sogenannte Postweg geworden wäre, dann erinnerte ich mich daran, dass ich da mal was von gelesen habe und dass ich dadurch aber doch noch nicht einen Fall vernommen habe, wo wichtig das Postweg gewesen wäre für die mennonitischen Pioniere und auch für neue Siedler Westen von den mennonitischen Dörfern in Manitoba. Hunderte mennonitische Familien werden 1874 bis 1878 all von Fürstenland und Kartizer Kolonien in Südrussland nach Manitoba gekommen und haben sich in ihre neue Dörfer auf der Manitoba Wastreserve angesiedelt. Aber auf dem ganzen großen Prairieland in Manitoba wir noch keine Eisenbahn und auch keine Wege vom Osten und Westen. Wieder die Boundary Trail, wo von der Stadt Emerson oder eigentlich von der Fort Dauphin Gebiete, wo so 1,5 Mil Norden von Emerson am Red River stunden, durch die Wastreserve im Westen hineinging. Und alles, was die mennonitische Pioniere brauchten zum Leben und um sich in ihre neue Heimat Wohnungseinrichtungen merken zu können, bitte dort Bühalt, muss entweder von Städten in North Dakota
in Minnesota oder von Winnipeg Bad Emerson oder Bad West Lynn kommen, von wo sie dort aufholen mussten. Und solange der Red River im Winter nicht mit einer Schicht Eis bedeckt wäre, dann käme die Fracht meistens mit Riverboots Bad West Lynn oder Bad Emerson. Und im Winter käme die auf Erdweg, wo ne dicht an dem Red River wären. Auch die Mennoniten ihre Handelslied, wo ne Boot in Gretna oder auch in Rheinland sturen hatten, mussten ihre Handelswaren alle auf diesem Weg von Emerson oder West Lynn holen. West Lynn war ein kleines Stadtje an der Westseite vom Red River, sowie eine halbe Mil Norden von Emerson. Überall in ihrem ersten Winter erfuhren die mennonitische Pioniere auf der Wasserreserve in Manitoba, dort auf der Prärie-Landschaft in ihre neue Heimat im Winter manchmal sehr hastig große Schneesturm abkommen kann. Und weil der Mensch in einem Schneesturm sehr leicht seine Orientierung verlieren kann er dabei sehr schwer verbiestern. Und an dem Weg durch die Prärie-Landschaft, an den Boundary Trail in Süd-Manitoba wären keine Landmerkmale, wo die Menschen sich nur richten können, wenn ein Schneesturm dort seinen manchmal in sehr kurzer Zeit auf wenige Schritte beschränkt. Mancher mennonitische Wanderer hat dort in den ersten Jahren all erfahren und wir dadurch all in große Not gekommen, einige wären dadurch all auf der Widerstand durchgefroren. Und da war ein Milchvorsteher Isaac Miller im Mai 1878 bekannt, dass sie lang diesen Weg vom Osten zum Westen durch die Wasserreserve von West Lynn bis Mountain City, Attelgemil Südwest von Morden, Past angerufen wollen und wo die Wanderer oder die Reisenden sich am Schneesturm orientieren können. Vorsteher Miller schrieb jeder Darbsabend einen Brief und sieht an, dass jeder Darb eine bestimmte Zahl von Past 7 Zoll dick und 14 Schau lang, Reitmerken, Handstahlen und 250 Schau ein an dem sogenannten Boundary Trail angerufen soll. Als die Past 1878 lang den Boundary Trail angegroft worden wären, dann wird es Weg durch die Wasserreserve bald als der Postweg bekannt. Und ja, die Postführer brachten die Post auch lang diesen Postweg, aber dort ist nicht, wo wir der Postweg genannt wird. Postweg wird genannt, wie es da bis sie dem Weg lang han Post angerufen standen, wo nur für die Reisenden am Schneesturm Merkmale wären, wo sie sich nur orientieren können. Die Stadt Emerson liegt an dem Red River ganz an der USA-Grenze in Manitoba. West Lynn war damals ein kleines Stadtje ungefähr eine halbe Mil Norden von Emerson an der Westenseite an dem Red River. Der Postweg ging von West Lynn schwarz nordwest bis die erste Ost- und West-Millinie in Manitoba und ging dann eine Mil Norden von der Grenze gleich vom Westen an bis dem Dorf Neuhorst vorbei und dann war der schwarz nordwest erst bei der Dörper Scheinwiese im Rheinland vorbei und dann bei der Dörper Hochfeld und Waldheim vorbei und von dort nach Bad Mountain City. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir uns das erste noch mehr von dem Postweg, seine Geschichte auf der mennonitische Wasserreserve in Manitoba und dann von anderen Geschichten in unsere Geschichte. But nächstes Mal, ich George Rumpel.